Ja, hallo, hier und so, wo wir dann wieder gehen mit dem Timer und die Videos nicht so lang mehr. So, dann wollen wir hier so frisch anfangen. Ja, wo wir janker unterfallen met Hebräer kapitel 9, vers 26, dan handelt zich van dat Jezus heeft eenmaal zijn bloed gegeven, een opgegeven voor zinnen over sie te brengen en dan ook dat hij ons eenmaal heeft ewig vollkommen gemerkt, dat als man wie man helden der ist getekend zijn, man wie von nie geboren zijn. Hier sagt dat es steht Hebräer kapitel 9, vers 24, das hat hij muss viele Mal leiden von Anfang von der Welt an. Hij is aber nu tot de laatste tijd eind en voor allemaal voor een dag gekomen en heeft met zijn ene Opfer de zin über sie gebracht. Ja, hier kan we hier dat Jezus, der heeft zich handgegeven voor ons. En hoeveel mensen wer würde alle zijn om sich handgeben für einen anderen Mensch oder was immer. Ich glaube nicht, dass du Fehler würden sein oder vielleicht oder dass der Help würden sein. Und wir können das immer weiter hören und weiten, dass Jesus der hat sein Leben gegeben für uns in seinem Blut. Das so wertvoll, was er hat getan für uns, dass wir können selig werden und gerat werden und dass wir das können weiten. Und dass wir können den Jesus in uns haben, dass wir dort auch weiten, dass wir gerat sind, dass wir wirklich gerat sind, nicht bloß wenn wir einen Tag glauben, dass wir nicht gerat sind, dass wir da noch Fuß glauben, dass wir da nicht wollen in der Hall sein wollen. Ich glaube, dass kommt der Südhund wird uns das an, wenn wir einmal gerat sind, dann sind wir gerat. Ja, hier sagt es so weit, ob Christus einmal geopfert, um viele Menschen ihre Sünden wahrzunehmen, wie sie zweimal kommen wird, wird er nicht wegen Sünden wahrnehmen kommen, aber am Deuteraden, deine am Lüren. Und wenn er hier von der Rede hat, viele Menschen ihre Sünden wahrzunehmen, so, dass jetzt hier wollen nicht alle sein. Aber mein Gebet ist, bis machen wir alle, wir haben das hier nicht, machen wir alle von euch sein, was dort haben, euch genommen. En wat dat ooit onneem worden. En ik had het ooit genomen, wie hadden het ooit genomen. Ik zou dankbaar voor sie, dat ik dat weet, dat Jezus heeft mijn zinden betoeld. En tritt, en hij deed dat niet immer weer fresh. Hij deed dat eenmaal en voor allemaal, wat hij heeft geleden. En dat hij heeft ons ook eenmaal op je leven gegeven, wat ook voor immer wat zijn. En hier in Hebräer kapitel 10, vers 10 sagt dat, nur diesen Wellen sind wir eind und für allemal geheiligt durch das körperliche Opfer von Jesus Christus. Du noch wieder lesen? Ja, Vers 12 noch sagt, aber das Priester hat ein einziges Opfer für den Sinn gebracht und sagt nu für immer, wie Gott seine Rechte sieht. Und dann von 13 durch 15 sagt er noch, es steht, heu war nu darauf, dass Gott seine Feinde an der Voetbank merken wird, heu hat durch geheiligt worden, durch ein Opfer ewig vollkommen gemerkt. Dit versichert uns auch der Heilige Jesus. Ja, das zu hören, dass wir sind versichert. Und wir stehen sicher, wenn wir gerat sind. Ja, und dann hier in Hebräer Kapitel 10 noch die letzte Vers, da ist es steht, wir aber sind nicht von dort, die sich trägen und verdammt wurden, aber von dort, die durch Glauben in ihre Säulen raden luten. So von dort sind wir, so ich wollte, dass wir von dort sind. Ich war der Vers noch einmal, da ist es steht, aber wir sind nicht von dort, die sich trägen und verdammt wurden, aber von dort, die durch Glauben in ihre Säulen raden luten. Und das kriegt dort, wenn du redest von Glauben, wie sind von dort, was du glauben tun, das kriegt dort, was wir schon in Römer Kapitel 1, Vers 16, dass Gott seine Kraft alle soll zu merken, die daran glauben. Und in Römer 3, 24 sagt, dass du durch Jesus den Blut Sinnenvergebung zu haben, erst wenn wir an Jesus glauben. Und dann hier in Römer Kapitel 10, Vers 4 sagt, dass es steht, und wenn heu seine Schub ihr spüten haft, jet heu verab, und die Schub kommen heran, sei kanden seine Stern.
ich kann nicht Jesus das verstehen, oder hier reden der von der Schub, und wie wahrlich von nie in geboren sind, und er uns gestempelt hat mit dem Heiligen Geist, und sei wie seine Schub, und wir blieben in Armen, er in uns, so, das ist ganz klar zu sein, dass, wenn wir mit ihm wollen, hier so wachstorben, dass wir dann bei ihm sind. Und du in Vers 5 sagt es dann noch wieder, sagt es, da würden aber niemals einen Fremden herangehen, aber von am Bach heran, weil sie kennen den Fremden seine Sterben nicht. Und da weit wie, wenn wir von nie geboren sind, wir wollen nicht eine Sinn gehen, wir wollen nicht mutwillig in Sinn leben, das nicht, dass wir perfekt sind, wir wollen Fehler mehr, aber wir wollen nicht in Sinn leben. Worum ich dort wollten, worum ich das vertrauen, das ist in 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9, sagt es dort, wer von Gott geboren ist, lebt nicht in Sinn, weil Gott seine Kinder in Gott blieben, die können nicht sündigen, weil sie von Gott geboren sind und nie Leben in sich haben. Ich glaube, wir dann Fehler merken und Dinge, wo du nicht reich ist, aber wir sind alles Menschen und wir waren proben ans Beste zu tun, nicht dass die Weltmenschen dann bloß in Sinn leben und all dort. Wenn wir mal sehen, dass wenn du ein Christ ist, dass Interesse wird und geht bloß ein Leben wieder in den Sinn, dort glaube ich, wo nicht wirklich Interesse sein, nicht was die Bibel uns lehren wird. Und dann Johannes Kapitel 10, Vers 25 sagt er dann, das steht, das wo Jesus der Juden antworten dort, wenn der Hunde eine Frau dann sagt, Vers 24, Jesus antwortet an, ich sehe ihn dort all, dort, und die glauben nicht, die wollen da ich in meinen Vater seine Namen da reden für mich, aber die glauben nicht, weil sie nicht meine Schub sind, dort ist so, als ich zu ihnen sehe. Meine Schub hören meine Stimme und ich kann an, und die kommen mir heran, ich gebe an euer Leben und sie wollen niemals ankommen, und keiner kann da uit meine Hänge retten. Mein Vater, der mir da gegeben hat, ist gerade aus alles, und keiner kann meinem Vater da uit die Hänge retten. Ich und der Vater sind eins, dann haufen die Juden Steine ab, zu steinigen. Ich bin ja bloß, bist du auch einer, der seine Schub sind, oder ich freue mich, dass ich seinen Schub sehe, und es sind viele Menschen, die gleichen die Christen nicht. Und ich glaube, so ist es dann noch gewesen, dass die Juden Jesus haben will steinigen, die haben den dann nicht gegleicht. Und ich glaube, das wird bei dieser Zeit auch erst die Christen und Unchristen, die können sich manchmal oder überhaupt nicht verstehen, wenigstens nicht von der Bibel. Ja, ich glaube, wir waren bloß so weit hier und mir ist einmal eine Frage in Gott sein Wort nennt, ich mir fällt sich so, Gott jaf ein dort, einer jaf ein Version an und wies ein, wo einer lesen soll und wo einer wiedergeben soll, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das wiedergeben tun, dass wir durch den Glauben allein gerat sind, und dass es nicht durch Worten ist, dass wir durch den Glauben allein gerat, dass wir durch den Glauben allein gerat sind, und dass wir durch dort gerat sind, was Jesus sagt, er hat dort vollbracht, so dass er sein Blut in sein Leben gegeben, dass wir euer Leben haben. Ich will die was Motto sprechen, wo immer die Best, wo immer die das, wo immer was von der Kirche die forsch, hol die nicht an Menschen, nicht an die Kirche, wenn wir sind die Kirche selbst, gute Gott und gute Bibel, und was wir kennen, was das zu sagen hat, und was wir durch können lernen, dass wir das Recht lernen, dass wir uns nicht bloß auf die Menschen verloren, wenn das können wir nicht tun. Wir wollten nicht von was uns lernen, oder wo uns wollen haben drin. Ja, und ich bin immer dankbar, dass wir Gott sein Wort in Haus haben, und wir haben einfach hier und da, wir können das prüfen, wir können das nur sehen, dass das mit Gott sein Wort stimmt, und dass es dann in 1. Johannes sein wird, dass er uns den Heiligen Geist gegeben, und was da uns lernen, das Wort, das ist nicht gelernt, und du sind immer dankbar für wen ich wollte, sie sein Kind, und wenn heute ein Bibelversen angeben wird, das ist wahr, und das ist nicht gelernt, sondern das ist bloß, was Gott sein Wort uns lernen wird, und sind dankbar für dort. Ja, das ist nicht, dass ich damit will sagen, dass die nicht sagen, mit der Kirche zu tun haben, oder mit Menschen,
wir können mit Menschen Gemeinschaft haben und mit der Kirche, bloß uns nicht ab da verluten oder und da hauen, dort uns kann verleiden. So, dort ist nicht, was die Bibel sagen lässt. Und ich wünsche Ihnen alles Beste und mochte ein Segen sein für Ihnen alle.